Es ist aber auch so, dass am Kader vom Wahlkampf des Jahr viele Parteien hingegangen sind, proposiert haben, Wahlrecht für die Legislativwahlen, also für die Chamberswahlen, auszudehnen, ob alle Einwohner von Lützeburg, egal was für eine Nationalität sie wären, die einen haben eine Lichtaufschwächung dran, dass sie so wie soll ich so kadriert, ob der EU-Ausländer, andere Parteien so carrément für alle Ausländer den Heiers, und das ganz verbunden mit einer relativ geringen Residenzklausel. Wir als ADR stellen es carrément dagegen. Ich erkläre mich. Wir müssen bedenken, dass Wahlen zur Chamber ein ureigenes Souveränitätsrecht ist von einem Volk. Und gerade wir als Lützeburger müssten wissen, wie hart wir darum kämpfen müssen, für das Souveränitätsrecht zu behalten. Ich erinnere mich ganz kurz daran an das Referendum von 1919, wo es darum ging, ob wir ein kleines französisches Departement geben sollten oder eine großbelgische Provinz, aber wo wir uns schlussendlich für eine eigenständige Souveränität entschieden haben. Und wir haben für rund 3 Tage den nationalen Gedenktag, Journée de Commémoration, gefeiert. Und da ging es am Endeffekt, dass hier durch die Grundpersonenstandsfrage vom Gauleiter Simon von 1941, wo ganz klar gefragt ging, wo die Lützeburger sich klar ausgedrückt haben, dass sie Lützeburger wären und zum Lützeburger Volk gehören gingen, ganz am Konträr zu dem, was die Nazis sich erwähnt hatten oder erhofft hatten. Das heißt, zweimal haben wir im letzten Jahrhundert bewiesen, dass wir zu unserer Souveränität stehen. Und lo wollen wir ohne Grund, an ohne Ursache, die Souveränitätsrechte aufgeben. Die Grünen, der SAP und die Link fordern sowohl das Aktiv- wie das Passivwahlrecht aufzugehen und die Ausländer. Und die DP hat eine Nuance dran gesagt, sie schwätzen immer vom aktiven Wahlrecht, was es aber dann zu Ausländerfeiern gingen, 2. Klasse oder zu Wähler 2. Klasse, weil sie ja automatisch das Passiv nicht hätten und damit am Endeffekt auch nicht den Einfluss holen könnten auf Politik. Eiser Meinung noch kein Moyen für die Integration. Der Vierwand von all diesen Parteien ist ganz klar, sie sollen damit kriegen mit Leuten integriert. Wir haben nicht für die Bürger gelöst, dass eine Integration, eiser Meinung noch, nicht mehr über den Spruch geht. An den letzten Tableranten heute noch feststellen müssen, dass eigentlich alle Parteien unisono damit d'accord sind, dass eine Integration von den Ausländern über den Spruch gehen muss. Und da winkt meine mir, dass die Propos, Wahlrecht und Ausländer aufzutreten, eine Mesure ist, die nicht bringt, sondern eher zu einer Verschlimmerung von der Situation zwischen Lützeburger und Ausländern führen wird. CSV ist im Moment an einer speziellen Situation. Sie proposiert an ihrem Wahlprogramm, gegen das Wahlrecht für Ausländer zu sein, hat aber zeitgleich an der Chamberkommission dafür gestimmt, dass den Paragraph 52, wo es darum geht, dass nicht mehr die Lützeburger wählen dürfen für die Chamberswahlen, dass dieser Paragraph 52 aus der Verfassung gestrichen soll. Damit geben sie ermöglichen, dass sie ein einfaches Gesetz wie an der Chamber zu all Zeit ein Ausländerwahlrecht angefeiert werden kann. Damit machen sie aber dir groß weit ab für enger vielleicht dann aber spontaner populistisch gefeierter Aktion an der Chamber die Möglichkeit zu gehen, Wahlrecht für die Ausländer anzufeiern. Wir als ADR mengen, dass es am Moment kein wirkliches Interesse bei einem Matbürger gibt, für einen ausländischen Matbürger gibt, für heute zu Lützburg mit Stimmen zu gehen. Für was? Wir den Interesse politisch mehr groß, da müssten sie sich auch deutlich mehr stark am Bereich von den Kommunalwahlen engagieren. Da haben wir nämlich, obwohl ganz große Efforts gemacht sind, ein ganz kleines Quorum von Ausländern, die sich an die Wählerlisten angedroht haben, an die mitwählen gehen. All die anderen scheinen mal nicht auf kommunaler Ebene, wo sie direkt betroffen sind, ein Interesse zu weisen. Es besteht also im Moment keine Not, das Wahlrecht, was reserviert ist für die Lützeburger, mit Lützeburger Nationalität, abzugehen. Das nächste ist, für was etwas streichen, was automatisch auch dazu führt, dass sich an einem System von der Fonction publique etwas ändern ging. Das ist logisch, dass wenn die Ausländer das Wahlrecht kriegen, sowohl das aktiv wie das passiv, das Ausländer auch so, wenn wir das souverän sind, dann dürfen wir auch das exekutieren, was das souverän beschließt, also die Chamber beschließt. Ein Prärogativ, was bislang
den Staatsbeamten vierbehalten werden. An der Logik steht, wenn wir das Wahlrecht und die Ausländer gehen, müssen wir auch den Zugang zur Fonction publique für die Ausländer abmachen, und nicht nur für die EU-Ausländer, sondern dann für alle Ausländer. Und dann auch integral, am Moment, was wir den Zugang schon für Einzelmaterien an der Fonction publique für EU-Ausländer, aber dann an der Zukunft müsste Gesamtfonction publique freigehen für die Ausländer, was zu einer Verschiebung zu Lützeburg vom Marché sicherlich fähig gehen. Wir sind der Überzeugung, dass der einzige Weg zur Integration zu Lützeburg über den Weg von der doppelten Nationalität gehen muss. Und da denken wir auch, dass es die einzige Lösung sein kann, für zu Lützeburg politisch aktiv zu sein, weil ich mit der doppelten Nationalität sowohl das aktiv wie das passiv kriegen und mich voll an den politischen Prozess abbringen kann. Da für der DDR in ihrem Wahlprogramm, dass das Lützeburger Spruch an die Verfassung gehört, dass das Nationalitätengesetz nicht mehr minimal geändert gehen muss, an den Bereichen, wo ich für Druck so tun, und dass das Wahlrecht an der Verfassung verankert bleiben muss, das Wahlrecht exklusiv für die Lützeburger. Ich so nicht merci.